Du bist frei zu gehen. Unsere Tür ist nicht geschlossen. Ich tue nicht irgendwie auf die Dorfstrasse und sage, jeder, der jetzt Predigt kommt, in die Helsen, der bekommt eine 100er-Note und wenn sie da drinnen sind, kann ich sofort beschließen. Das mache ich nicht. Jesus, seine Tür ist offen. Er sagt, schau, wollt ihr auch gehen? Ihr könnt gehen. Ihr seid nicht an mich gebunden. Ich habe diesen Text lang bewegt und irgendwie ist es wieder einmal nicht so gelaufen oder geflossen. Und dann bin ich am Samstag am Morgen schon vor der 5 Uhr erwacht. Und dann habe ich angefangen studieren. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt müsste ich auch auf. Und bin da auf und habe die Predigt geschrieben. Und das ist wirklich, ja, es ist recht gut, ist es durchgelaufen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist super, oder? Da am Morgen schon vor der 5 Uhr erwacht und so vom Geist geführt und nachher die Predigt können schreiben. Aber ich muss Buß tun hier. Es ist leider ein sehr fleischlicher Grund, dass ich schon vor der 5 Uhr erwacht, weil wir haben von der Nachbarin die Reste vom Frühstücksbuffet bekommen. Und ich hatte die da am Freitag am Abend, wenn wir die da so auf dem Nachttisch hatten, so Trockenfleisch und Wurst. Und das ist einfach relativ ring, geht das bei mir ins Maul. Aber ich sollte ja einfach wissen, Mitte Nacht hat man dann ein ganzes trockenes Maul, kann einfach nicht mehr schlafen, der Bauch und das Maul und eben alles zusammen. Gut. Und dann musste ich aber gleich ein bisschen schmunzeln. Ich dachte, das passt ja dann gleich ganz gut zu dieser Predigt. Weil, wir lesen im Text vorher, Johannes 6, im Vers 56 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also wer mein Fleisch isst, und der hat mir gedacht, ja, das ist doch ein fleischlicher Grund. Es ist ein menschlich-fleischlicher Grund. Und wir wissen, es geht bei Christus eben nicht um Trockenfleisch und Wurst, aber wir sollen Christus verinnerlichen, wir sollen Christus aufnehmen. Er soll Teil von uns werden. Die Rede, die hat bei den Jüngern etwas ausgelöst. Und ich werde ja heute Morgen uns fragen, oder wir müssen uns heute Morgen fragen, was löst das aus? Wie eben Christus sagt, hey, ich werde Teil von dir werden. Ich werde dein Leben bestimmen. Es heisst da im Text, aber die Worte waren zu hart gewesen. Viele haben sich abgewendet und sind davon gelaufen. Die Worte waren unangenehm, ja unerträglich gewesen, so wie das hier beschrieben wird. Die Kirchenlandschaft wird im Moment von Missbrauchsskandalen erschüttert. Menschen scharenweise zum Kirchenaustritt und man findet, es kostet nichts, man muss nur so und so eingeschritten, man kann austreten. Aber auch in den Freikirchen, nach den Massnahmen von Corona, nach den Beschränkungen, bleiben viele Stühle in den Gemeinden leer. Die Ursachen sind schnell gefunden. Es geht vielleicht bei diesen Gemeinden nicht mehr um Christus. Es wird zu wenig das lebendige Wort predigt. Aber das ist vielmehr doch auch der Grund von der inneren Haltung. Eine innere Haltung, die vielleicht schon vorher da war, ja, gerade bei Landeskirchenaustritten. Man hat ja sowieso noch nicht gelobt, man hat nicht mehr gelobt. Und jetzt hat man endlich eine Möglichkeit, die innere Haltung, die man schon lange hat, äußerlich und transparent zu machen. Man kann sagen, ja, es wird halt zu wenig erwecklich predigt. Aber ich möchte auch fragen, ist es wirklich so einfach?
Das würde ja dann im Umkehrschluss bedeuten, dass dort, wo grosse Gemeinden entstehen, dort, wo Gemeinden wachsen, die Botschaft wirklich auf Christus gegründet ist. Und ja, ich glaube, wenn ich auf die grossen Gemeinden hier in der Region schaue, ja, dann glaube ich wirklich, dort wird Christus verkündigt. Dort wird das wahre Evangelium predigt. Aber ich denke noch, dass die Motivation, sich an so einer Gemeinde anzuschliessen, manchmal ganz andere Gründe hat. Und wenig mit dem Christus im Kern zu tun hat. Ich habe mich gefragt, was würde ich geben, so für einen Tag mit Jesus unterwegs zu sein? Ein Tag zum Kreis von diesen Jüngern zu gehören. Eins zu eins Jesus bei mir zu haben. Mit ihm durch das Land Israel zu laufen. Mit ihm am See Genezareth zu hocken. Das wäre wunderbar. Aber eben, wir sehen, sogar da, wo Christus präsent war, wo er mit seiner Vollmacht, das heisst, Christus hat mit Vollmacht predigt, sogar dort wenden sich viele von der Botschaft ab, weil sie zu hart ist. Ich muss ehrlich sagen, wenn unser Saal voll ist, wenn sogar beide Säle im Frutigland, wir Helser mehr voll sind, dann freut mich das. Aber ich habe mich auch fragen, ja, warum beschäftigt es mich denn vielleicht, wenn Stühle leer bleiben? Und da habe ich auch gemerkt, da geht es bei mir auch sehr schnell um mich und nicht um Christus. Ich bin täglich herausgefordert, dass ich das, was ich tue, dass ich das von Jesus abhängig mache und nicht von Menschen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns heute ganz bewusst die Frage stellen, warum bin ich vielleicht heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Ist es, weil es eine Gewohnheit ist? Vielleicht hast du ja einen Dienst übernommen. Oder vielleicht hast du gedacht, ich will um eins schauen, wie sich der Saal fühlt oder wer sonst noch kommt. Ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn wir unsere Motive im Unterwegssein im Glauben prüfen. Und ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Ich habe heute Morgen die Anna mitgenommen. Eigentlich ein anderes Baby in der Hand gehabt. Aber die Leute hat mir gesagt, nein, du musst die mitnehmen, die ist viel die hübschere. Das ist die Anna. Wir hatten letzte Woche etwa ein Baby bei uns zu Besuch gehabt. Und ich habe immer wieder gestaunt, wie die Babys schon reagieren. Also ich habe es ja gewusst von den eigenen. Also wenn man mit ihnen redet, dann tun sie die Augen auf und reagieren. Jesus tut uns ansprechen. Jesus tut mit uns Kontakt aufnehmen. Und das ist eben die Frage, wie tun wir reagieren? Ein Baby, das tut reagieren auf uns. Es tut vielleicht lachen, es tut vielleicht eine Grimasse machen. Aber ein Baby, das dreht nicht einfach den Rücken. Wenn es ein gesundes Baby ist. Ja, sie haben Freude, wenn man sie ansprechen. Und ich habe da auch gedacht, ich möchte wieder so kindlich werden, wieder so wie ein Baby, darauf reagieren, wenn Jesus mich anspricht. Wie reagiere ich? Was ist die Motivation? Was ist es denn das, was das Fass bei den Jüngern hat zum Überlaufen gebracht? Warum haben sich dort so viele von Jesus abgewendet? So endgültig. Jesus sagt, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Ich habe mich doch entschieden, Jesus zu folgen.
denkst du vielleicht jetzt? Ich engagiere mich in der Gemeinde. Ich leiste etwas. Aber auch da, Glauben hat wenig mit Leistung zu tun. Darum habe ich die Leiter mitgenommen. Probiere ich hochzuklettern, Leitern. Wir probieren es gut zu machen. Wir probieren Sprossen um Sprossen am Himmel näher zu kommen. Glauben ist keine Leistung, sondern Hingabe. Und vorher habe ich gedacht, eigentlich hätte ich die Autodreileiter mitnehmen. Weil die Autodreileiter von der Feuerwehr, die hat auch Sprosse. Aber wir sagen gerne, wir brauchen nicht Sprosse brauchen. Sonst, wenn nämlich einer auf den Sprossen läuft, tut er nur die Leiter blockieren. Wir lassen uns viel lieber lüpfen mit der Autodreileiter. Aber ich glaube, in diesem Sinn ist es eben auch ein gutes Bild. Einsteigen, Hingabe und nicht Leistung. Bin ich bereit, wenn Gott, der Vater, mir ruft, dass ich Jesus Christus kompromisslos nachfolge? Mir sind dazu zwei Lieder in den Sinn gekommen. Das eine ist ein altes Liederbuchlied. Dort heißt es: Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend. Alles, wie schön auch, wird einmal vergehen. Nur was getan ist, aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. Und es ist mir noch ein zweites Lied in den Sinn gekommen. Es ist ein englisches Lied. Es heißt Heart of Worship. Und es hat eine Geschichte, das Lied. In einer Kirchgemeinde in England, das ist die Kirchgemeinde von Matt Riemann, hat man das Gefühl gehabt, dass sich Gottesdienste immer mehr aushöhlen. Man singt zwar noch die alten Lieder und man probiert schöne, ansprechende Gottesdienste zu machen. Aber irgendwie hat dieser schönen Musik auf das Mal die Seele gefehlt. Darum hat man sich in dieser Gemeinde entschieden, ein paar Wochen oder eine gewisse Zeit lang gar keine Musik mehr zu machen im Gottesdienst. Am Ende dieser Zeit hat der Matt Riemann eine Inspiration gehabt für ein Lied und hat das in diesem Lied Heart of Worship zum Ausdruck gebracht. Wir werden in einem Moment von der Besinnung nach der Predigt das Lied auch zusammen anschauen. Er hat der zum Ausdruck gebracht, was wirklich gilt. Ein Herz von der Eingabe. Eine Rückkehr zum Herz von der Anbetung. Eine neue Ehrlichkeit und eine Echtheit im Singen von geistlichen Liedern. Hingabe. Uns Gott verpflichten, uns rufen von ihm. Ja, was geht uns eine Gemeinde in England an? Ich denke, es ist gut, wenn wir uns auch fragen, wo drehen wir uns um uns und nicht um ihn. In diesem Text, Johannes 6, geht es weiter. Und es kommt dort nach die Frage, wo Jesus seinem Kernteam, seinem 12er-Team stellt. Es ist die Frage, wird er auch gehen? Wird er auch gehen? Jesus macht sich hier nicht abhängig von seinen Schülern. Jesus wäre der Herr geblieben, auch wenn er ganz alleine wäre geblieben dort. Jesus hat seinen Auftrag zu Ende geführt, auch wenn dort noch seine 12 Jünger gegangen wären. Und wir wissen, es ist ganz schmerzlich. Am Schluss ist Jesus am Kreuz gehangen. Mutter, Seele alleine. Alle sind gegangen. Sogar die vorher gesehen haben, ja, wir alle gehen. Ich gehe sogar mit dir in den Tod. Und vielleicht hätte ich mit diesem Punkt anfangen sollen.
Ich habe dann nämlich bei meinen Notizen überschrieben, die offene Tür. Die offene Tür. Und sie haben mich gestern ausgelacht. Ich sage gäng wieder, jetzt könnte man doch die Duplo aus der Stube vor der Raum. Und Judith sagt gäng, nein, wenn noch Kinder kommen, dann ist es eben gut, wenn wir gäng noch eine Harasse Duplo haben, und du gestern da auf Legölen. Und dann hat die Judith zu den Kindern gesagt, schau, seht ihr jetzt wieder, wer am Legölen ist? Aber ich habe das Haus bauen. Also der Elia hat es dann noch ein bisschen perfektioniert. Er hat gesagt, da muss noch ein Tisch und ein Stuhl weichen. Das ist auch sehr schön. Er hat das Herz für Gastfreundschaft. Aber was mir ganz wichtig ist, das Haus hat eine Tür. Es ist eine offene Tür. Und eben, ich habe gesehen, eigentlich hätte ich diesen Punkt am Anfang sagen, weil ich hätte sagen können, also denen, was jetzt nicht passt, die soll ich gehen. Die Türen ist offen. Das ist mir ganz wichtig. Du bist frei zu gehen. Du bist frei zu gehen. Unsere Tür ist nicht geschlossen. Ich tue nicht irgendwie auf die Dorfstrasse und sage, jeder, der jetzt Predigt kommt, in die Helsen mit, bekommt eine 100er-Note, und wenn sie da drinnen sind, kann ich sofort beschließen. Das mache ich nicht. Jesus, seine Tür ist offen. Er sagt, schau, wollt ihr auch gehen? Ihr könnt gehen. Ihr seid nicht an mich gebunden. Warum bin ich heute Morgen da? Das ist nicht die Frage, die ich stelle, sondern das ist die Frage, die Jesus an jeden von uns stellt. Ich bin beeindruckt, wie prompt dass hier die Antwort von Petrus kommt. Wohin sollen wir denn gehen? Woher sollen wir denn gehen, Jesus? Wohin sollten wir uns denn her abwenden? Woher sollten wir uns denn zurückziehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Und wir haben es gesehen und gelobt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn vom lebendigen Gott. Mich hat wiederum die Reaktion von Jesus erstaunt. Er sagt nicht, super Petrus, also du bist jetzt der, der es gecheckt hat. Du hast es begriffen, Petrus. Also mit dir gehen wir vorwärts. Du bist jetzt, dort tue ich noch befördern, und jetzt gehen wir zusammen eine Stufe mehr vorwärts. Nein, er sagt, ich habe euch auserwählt und einer von euch ist gleich ein Teufel. Das finde ich etwas ganz Spezielles. Aber ich denke, es hat auch wieder mit der vorhin erwähnten Tür zu tun. Es kann sein, dass wir tatsächlich reinkommen, dass wir bleiben, dass wir denken, ja, das ganze Gemeindezeug bringt mir noch irgendwo einen Nutzen. Es ist mir vielleicht irgendwo dienlich. Es kann sogar sein, dass du, wenn du selber den Eindruck hast, ja, ich bin zwar da, aber es bringt mir nichts, ist immer die Frage, wem dienst du? Was ist mein Motiv? Ich kann nicht bei euch ins Herz schauen. Das kann ich nicht. Und ich muss es auch nicht. Es reicht, wenn ich immer wieder mein Herz prüfe. Wenn ich mich immer wieder frage, wie stehe ich zu Jesus? Warum bin ich hier? Und ich kann euch sagen, ich habe immer wieder mal eine Krise. Und das ist das, was der Petrus hier sieht. So häufig mein Gebet. Heiland, woher soll ich denn gehen? Woher soll ich denn gehen? Du hast Wort vom ewigen Leben. Wie bist du mit Jesus unterwegs? Ich habe gesehen, ich kann euer Herzen nicht prüfen, das könnt ihr selber machen. Ihr könnt auch Jesus einladen und sagen, prüf du mein Herz und zeig mir, wie ich dran bin. Und das möchte ich euch heute Morgen einladen. Euer Herz zu prüfen und vielleicht es ihm
neu zu weihen.